Das ist Galicien, die westlichste Provinz Spaniens. Wildnis, soweit das Auge reicht. Nicht nur Wölfe leben hier. Die galizischen Berge sind auch die Heimat von einem der seltensten Tiere Spaniens, dem iberischen Bär. Aber er ist hier nicht der Protagonist. Es geht um diese süßen kleinen Geschöpfe. Honigbienen geht es seit einiger Zeit nicht gut. Aber schau, ein Bienenvolk, das wild in einer Mauer eines verlassenen galizischen Hauses lebt. Zwei junge Wissenschaftler der Universität Würzburg, Benjamin Rutschmann und Patrick Kohl, haben sich vorgenommen, den Populationsstatus wilder Honigbienen in Europa zu untersuchen. Im Jahr 2016 haben sie in 2 Naturschutzgebieten in Deutschland nach Bienenvölkern gesucht. Überraschenderweise konnten sie zeigen, dass in diesen Wäldern regelmäßig wild lebende Bienenvölker zu finden sind. Oft in den Höhlen des Schwarzspechts. 2 Jahre später erhielten sie einen Anruf von Alejandro Machado, einem spanischen Imker, der in Galicien wild lebende Honigbienen beobachtet hatte, die unterschiedlichste Höhlen als Nistplätze nutzen. Ein Forschungsprojekt entstand. Große Waldgebiete sind der logische Ort, um nach Honigbienenpopulationen zu suchen. Aber die Wissenschaftler nutzten einen praktischeren Ansatz. Strommasten, die innen hohl sind wie künstliche hohle Bäume. Sie sind in der Landschaft zahlreich vorhanden und leicht zu entdecken. Wir haben systematisch die Gegend abgesucht nach solchen Strommasten und haben insgesamt 218 solche Strommasten gefunden. Im ersten Jahr sind 29 Völker in diesen Strommasten gewesen. In luftigen Höhen leben die Bienen gut geschützt vor tierischen Fressfeinden und Menschen. In den ersten beiden Jahren der Studie lag die Winterüberlebensrate im Durchschnitt bei 45%. Auffallend war, dass die Überlebensraten von der Landschaft abhängig waren, in der sich ein Bienenvolk befindet. Naturnahe Landschaften, in denen Buschland oder Wälder dominieren, begünstigten das Überleben der Kolonien. Während intensive landwirtschaftliche Felder ungünstig für ihren Überwinterungserfolg waren. Für diese Völker in diesen Strommasten ist die Umgebung wirklich entscheidend, dass sie da genug Reserven anhäufen können. Und insofern sind diese Völker auch sowas wie ein Bioindikator. Während diese ersten Ergebnisse vielversprechend sind, können nur Langzeitbeobachtungen in Verbindung mit genetischen Verwandtschaftsanalysen die wichtigste Frage beantworten. Sind diese Völker nur Schwärme, die jedes Jahr aus der Imkerei entwischen? Oder können sie allein überleben?